WTF. Was hat die Alten jetzt gemacht? Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Edna. Sieh an, Sie sehen aus, als hätten Sie sich verirrt. Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Vielleicht können Sie... Ja. Wir sind auf der Suche nach Hill Valley. Nach wem? Hill Valley? Nein, Hill Valley. Eine Stadt namens Hill Valley. Hill Valley. Also ich habe vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war, aber ich weiß nicht viel darüber. Wie ich vermutet habe. Diese verfluchte Edna, hey, diese dumme Kuh, jetzt reißt's mir aber echt mit der. Was ist mit Hill Valley geschehen? Oh Mann, ich weiß nicht. Das war alles vor... Dann muss es also vor mehr als 45 Jahren geschehen sein. Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen. Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen, aber er wurde von Scary Mary. So nennen wir sie alle. Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt. Ich fahre einmal im Monat vorbei. Sie ist verrückt nach Nachrichten, sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg. Warten Sie. Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit Ihnen. Mann, ey, die ständige Unterbrechung, hey, das nervt mich ein bisschen. Was ist denn bloß los mit dem Spiel? Ist das echt nur in meiner Version so oder bei euch auch? Seltsam. Warum sollte sie nicht mit uns sprechen wollen? Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück. Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Kann ich fahren? Der war nicht schlecht. Oh Mann, Edna, was hat sie bloß gemacht, ey? Unser geliebtes Hill Valley. Back! Mary Pickford. Der DeLorean. Also die hat bestimmt nur selten Besuch. Ja, was ist los mit Hill Valley? Mann, ich kann nicht mehr sprechen. Was ist los mit Hill Valley geschehen? Was kann ich jetzt machen? Klopfen? Tür zur Hütte. Weg von der Hütte! Entschuldigen Sie die Störung, Madame. Könnten Sie uns vielleicht sagen? Ich spreche nicht mit Rabauken! Nicht besonders freundlich. Ja, das war Edna. Edna Strickland? Unmöglich. So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay, wenn du meinst, du weißt, was du tust. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist. Ja, dürfte ein bisschen schwierig werden, die zum Sprechen zu bewegen. Na, wie machst du das am besten? Was habe ich noch alles? Plumpsklo. Okay, Edna, der kleine Drecksau. Hallo, Miss Wer sind Sie? Marty McFly, Michael Corleone, Jakov Smirnov.
Jako Smirnov? So ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die alberne Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich sie? Was? Ich habe ihn mal das Leben gerettet? Echt? Ja, schon eher. Sie wollten mich vor langer Zeit einmal verhaften lassen. Erinnern Sie sich? Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau, aber ich befolge einige Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ich spreche niemals über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit, denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Wohl eher, lauf nochmal in den Stolperdraht hinein. Vergangenheit interessiert sie nicht. Wieso sammeln sie dann ständig die Zeitungen? Oh Mann, ey. Cooler Sound. Was? Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich sie? Wir haben heute den Tag zusammen verbracht. Na klar, das glaubst du sowieso nie. Das hier? Ich habe Ihnen das Leben gerettet, vor langer Zeit. Erinnern Sie sich? Kit Tannen hatte Sie gefesselt. Wie oft muss ich es noch sagen, dass ich nur über das Heute rede? Menschenskind, hey, das geht nicht, das geht nicht. Dazu wurde schon sehr viel interviewt, also... Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober 1931. Der 13. Oktober 1931. 13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Ja, das hat sie. Vermutlich sagt ihr der Name gar nicht. So ist Silvelli, das wird sie gar nicht interessieren. Ich weiß, wer sie sind. Das wird sie noch mehr abschrecken. Echt? Hab ich? Ich hab für die dumme Kuh ein Präsent dabei? Oh Mann. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Was ist das? Lass mich sehen. Doc? Hier ist jemand. Für Sie. Jemand? Was? Wer ist es denn? Ah, so. Es ist Doc, sagt er sowieso jetzt. Es ist Carl Sagan, auf den dürfte sie eine ziemliche Wut haben. Es ist Emmett Brown, das dürfte sie schocken. Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist, ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna. Ich bin's. Na? Ist es? Es ist der 13. Oktober 1931. Oh, du bist Emmett. Emmett. Wie konnte mir das passieren? Habe ich etwa geträumt oder? Bleib, wo du bist. Na, endlich. Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich inmitten der Szenen, die sie vergessen will. Schatz, du bist zurück. Natürlich, ich wusste es. Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zoff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Natürlich habe ich... Was? Wie war das damals noch? Ich glaube Honigauge war. Honigauge. Honigauge. Du bist so süß.
Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das. Er hat einen schlechten Einfluss. Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Okay. Wahrscheinlich bist du sauer auf mich, weil ich Detective Parker gezwungen habe, deinen Stand zu schließen. Bitter für dich, ich weiß, aber ich musste es tun. Und Parker hatte keine Wahl, als auf mich zu hören. Er weiß, dass meine Meinung in Hill Valley viel zählt. Und er würde niemals... Parker würde niemals... Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas mit Detective Parker. Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Tja, die Frage ist bloß wie, oder? Was habe ich hier alles? Sie hat jetzt sowas abgelegt, der Hut, oder? Ednas Hut. Der Hut steht ihr nicht so gut. Was habe ich ja sonst noch? Fenster, wohl eher weniger. Edna, was? Salonschild? Ein altes Saloonschild. Toll. Nur schade, dass es verkohlt ist. Tja, Marty, man kann nicht alles haben. Go away! Ja, geh doch mal weg. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Ja, der ist ziemlich im Arsch. Beware of Cat. Mary Pickford. Wo könnte sie nur einen Decknamen wie diesen herhaben? Blühende Fantasie, Marty, blühende Fantasie. Renn, Marty, renn! So, habe ich hier alles? Lehmofen. Was da wohl kocht? Sicher nichts Genießbares. Du willst doch nicht wirklich... Jo, es war ja nicht schlecht. Hä? Was bringt das jetzt? Und da Ganze. Natürlich. Natürlich. Was ich jetzt damit? Wieder dein zurück. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Blumsko, na endlich. Ja, ich kann warten. Ja, würde ich auch empfehlen. Was? Mob? Ich würde sagen, der Mob wird nicht oft verwendet. Ja, was soll ich jetzt damit? Jetzt habe ich einen Mob dabei. Ich habe das Saloonschild. Ich habe Ednas Hut. Na, ist ja wunderbar. Moment mal, was ist denn damals überhaupt passiert? 13. Oktober. 13. Oktober. Okay, wir haben sie überführt, das stimmt. Moment mal, ich habe sogar das Aufnahmegerät, das habe ich noch bei mir. Stimmt, wir haben sie überführt und Officer Parker übergeben. Was ist das vielleicht? Soll ich denn jetzt mit Ednas Hut dafür machen? Saloonschild, Moment mal, die Bar hatte doch so eins, oder? Ich habe zwar eine Idee, aber es wäre ein bisschen billig, oder? Lieber nicht. Hierhin? Mal eine andere Lokalität. Ja, vor allem ziemlich eng, aber was soll's. Um sein Geschäft zu verrichten, braucht man nicht besonders viel Platz. Man braucht vor allem nur die Abstellmöglichkeit. Ich weiß nicht, was dann passiert. Du bist einfach rein da. Ich weiß nicht, was dann passiert. Och Menschenskind, hey. Was kann ich denn sonst noch machen mit dem Teil? Echt? Kaktus? Sieht so aus wie ein Mensch, aber... Ach so, ist nur das oben drauf. Verstehe. Ich dachte schon den ganzen Stab noch. So, und jetzt bringt das was? Ja, eine Vogelscheuche! Nicht schlecht. Die beste Vogelscheuche ever! Fehlt nur noch Ednas Gesicht. So. Ja, und jetzt?
Stimmt soweit. Fehlt noch das hier. Kann ich das irgendwie gleich bei ihr verwenden? Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Ah, er ist hinter mir her. Ah, in diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht. Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es. Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege, wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty. Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht. Die ist verrückt. Die ist sowas von bescheuert. Hey, das glaubt dir echt kein Psychologe. Die ist sogar auf der Psychiatrie ein hoffnungsloser Fall und das will schon was heißen. Als damals ist was mit Feuer passiert, nicht wahr? Nehmen wir es auf. Und ich hoffe, es funktioniert, denn das Teil geht mir sowieso auf die Nerven. Ah, raus hier! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Sie sitzt immer noch da drin, was kann ich sonst noch machen? Laut scheppern. Der Lowen ist da ziemlich laut. Sie ist abgeschlossen. Du sollst auch den Stolpertreiber betätigen, der Trottel. Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück! In die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley! Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. So wie du. Meine Güte! Kann das sein? Ja! Was ja? Großvater! Er ist es! Marshall James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein! Ich muss mich irren! Großvater sah anders aus. Dieser Mann ist ein Betrüger! Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshall Strickland irgendwie zurückbringen, schnell. Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben. Ah, Großvater, du siehst gut aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal sicherlich, aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Burgard. Burgard. Tennen. Tannen. Ja, Gut geraten. sieh ihn dir an. Führt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein... Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir nicht gefällt. Etwas Schlechtes. Ein Saloon?
In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater, du darfst das nicht zulassen. Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören. Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich werde etwas tun. Etwas wie das hier? Vielleicht? Aber auch nur vielleicht? Komm schon, es muss brennen! Fireburn und Dynamite! Und hasta la vista, Plumpsklo. Nein, du machst das ganz falsch. So wird das niemals brennen. Zuerst brauchen wir etwas Kerosin. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Nur kein falscher Geiz. Und nun, seht her. Ist es nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh, Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus. Auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... Eine gemeine Straftat beging. Hab ich zu dick aufgetragen? Hier steht es. Schwarz auf weiß. Aha. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach circa 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich Ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich Sie beide zu... Hey! Was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Hayesville Herald. 2 Monate, wenn... Ich könnte ich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst... Nie das Gesetz. Hören Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Gute Idee. Puh. Ja, verrückter als die geht's gar nicht mehr, aber egal. Zurück in die Vergangenheit, schon wieder 1876 jetzt. Ich glaube, schon das 2. Mal sind wir jetzt hier. Eine Anspielung auf Film Nummer 3. Das ist Beauregard Tennants fast fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo Edilorian ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Hindere erinnert daran, versehentlich ganz Hill Valley niederzubrennen. Genau, Freunde, das werden wir auch tun, aber erst in der nächsten Folge dann. Das Spiel neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, was auch gar nicht so schlecht ist, denn ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben mit dem Ganzen durch die Zeitreisen und so. Bisher muss ich allerdings sagen, das Spiel zum Film ist einfach nur bombastisch. Ich wünschte, es würde wirklich als 4. Film ausenden, aber naja, sei es drum. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu!